Hallo! Ja, ein sonniger Tag. Ich dachte mir, ich sitze schon mal draußen und es ist voll warm. Also ich kann gerade ohne Jacke draußen sitzen und in Estland ist es so normalerweise halt immer so irgendwie um die 1 Grad oder so. Ich glaube, wir haben im Moment, ich weiß nicht, mit dem Sonnenschein, es fühlt sich an wie 10, 15 Grad oder so. Und es ist so schön. Na, jedenfalls wollte ich heute mal so über ein Thema sprechen, so von wegen Austauschschüler und wie fühlt man sich als Austauschschüler und keine Ahnung. Jedenfalls, also am Anfang habe ich mir gedacht, dass Austauschschüler sein, man stellt sich immer relativ einfach vor. Im Grunde bei mir war es relativ einfach, weil ich einfach sozusagen perfekte Familie, perfekte Schule, perfekte Klasse erwischt habe. Aber es ist halt nicht bei allen Leuten so. Also wir haben sehr, sehr viele Leute, die auch gewechselt haben, Gastfamilien gewechselt haben. Also sei es jetzt einfach, weil sie mit der Gastfamilie nicht klargekommen haben. Also es kann halt einfach sein, dass du vom Menschlichen her einfach nicht zusammenpasst. Dann ist es halt besser zu wechseln. Aber bei den meisten ist es halt so, nicht bei den meisten, also bei der Hälfte ist es so, dass sie mit ihrer Gastfamilie sehr, sehr gut zusammenpassen. Und natürlich ist es am Anfang, muss man sich erstmal kennenlernen und dann ist es schwierig. Aber es gibt auch Leute, die einfach jetzt noch wechseln, weil sie jetzt einfach merken, ja gut, nach ein paar Monaten merkt man es dann schon, dass es irgendwie nicht klappt und dann dauert es mit dem Wechseln noch. Und aber es ist immer sozusagen, man muss sich das immer vor Augen halten, dass es sozusagen sein eigenes Jahr ist und man bezahlt dafür Geld und dann möchte man natürlich auch ein schönes Jahr haben. Und ich finde es wichtig auch gerade, dass die Austauschschüler, die jetzt noch wechseln, dass sie das also in Ordnung finden, einfach weil, also ich meine, selbst für 3 Monate, das kann sich einfach noch rentieren, dass man sich dafür dann einfach, dass man eine super tolle Gastfamilie noch bekommt und damit einfach viel, viel glücklicher ist, als wenn man dann noch diese 3 Monate in seiner alten Gastfamilie verbracht hat und einfach nur, ich weiß nicht, dann lebt man halt da, aber man fühlt sich halt nicht hundertprozentig wohl. Und ich glaube einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist auch, dass man sich wirklich wohlfühlt in seiner Gastfamilie. So, dann, also am Anfang ist es wirklich hart, also zumindest bei mir nicht so, aber halt so im Grunde von dem, was ich eigentlich von allen anderen Austauschschülern weiß, ist es halt einfach so, dass, am Anfang, man kommt eben in eine neue Klasse. Ich weiß nicht, ich habe das in Deutschland nicht so wirklich erlebt, dass ich halt die einzige Neue war. Wir hatten auch einfach, in Deutschland hatten wir auch zum Beispiel keine Austauschschüler oder wir hatten einfach meistens keine Leute, die sitzen geblieben sind oder sowas. Das heißt, man hatte auch selbst nicht die Erfahrung, wie das ist, wenn einfach ein neuer Schüler in die Klasse kommt. Das ist hier ganz anders. Zum Beispiel in meiner Klasse war letztes Jahr auch eine Austauschschülerin. Aber also letztes Jahr war meine Klasse einfach nicht so glücklich damit, weil sie einfach relativ wenig geredet hat. Aber ich bin einfach ein Mensch, der unglaublich gerne redet. Ist mir dann auch egal, in welcher Sprache. Und das bricht halt am Anfang einfach sehr, sehr gutes Eis, weil, man kommt in die Klasse, man kennt niemanden und man ist halt einfach da und man ist der Austauschschüler, man spricht die Sprache nicht. Am Anfang ist es relativ schwierig. Aber man muss einfach auf die Leute zugehen und einfach mit ihnen reden. Und es ist einfach sozusagen wichtig, sehr wichtig, Kontakte zu knüpfen. Und dann mit der Zeit gibt sich das auch ganz schnell und vor allem, wenn man dann ein bisschen die Sprache lernt und dann langsam auch mal versteht, was im Unterricht rankommt, weil ansonsten sitzt man halt einfach immer nur da und man versteht nichts. Und deswegen mache ich auch gerne einfach was für die Schule, weil ich einfach gerne in die Schule gehe und auch gerade so, wenn ich 8 oder 9 Stunden Unterricht am Tag habe und wenn ich bei 5 Stunden eigentlich fast alles verstehe, dann ist das ein totales Erfolgserlebnis. Aber wenn ich 9 Stunden Unterricht am Tag habe und vielleicht in einer Stunde ein bisschen was verstehe, dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr schnell genervt von der Schule. Und das möchte ich einfach nicht, weil ich einfach, keine Ahnung, ich finde es einfach wichtig dann, dass man einfach mitkommt und ansonsten sitzt man immer nur drin und dann muss man seine Klassenkameraden jedes Wort eigentlich übersetzen lassen und es ist, ich weiß nicht, das mag ich nicht. Und natürlich werde ich so eigentlich diese ganzen Vokabeln, die wir in Mathe, Physik, Biologie lernen, keine Ahnung, Mitose, Meiose, Reihenschaltung, was weiß ich was. Ich werde es nie wieder brauchen und ich werde es wahrscheinlich auch nicht brauchen im Estnischen. Aber es hilft einfach sozusagen auch Kontakte zu knüpfen und dann, wenn man einfach kann, dann kann man es seinen Mitschülern erklären, die es nicht können. Und das ist einfach, ich weiß nicht, das ist super. Gerade einfach so als Austauschschüler auf irgendeiner Schule, die anstrengend ist und keine Ahnung. Und dann ist man der Austauschschüler da, der, keine Ahnung, Physik versteht. Und das ist halt einfach, ich weiß nicht, das ist super. Ein anderes Ding ist, man ist jetzt hier, also ich bin jetzt glaube ich ungefähr 6,5, 7 Monate hier.
Und man baut sich halt sozusagen sein anderes Leben auf und man fühlt sich natürlich ein bisschen, ich weiß nicht, ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, dass es mir einfach hier so gut geht und dass ich so, für mich finde ich, das ist ein interessantes Leben und es ist aufregend und keine Ahnung, aber man fühlt sich einfach so ein bisschen unwohl, dass man einfach Deutschland nicht vermisst. Und natürlich weiß ich, dass es bei anderen Leuten, oh, fliegende Enten, wie cool. Naja, man fühlt sich einfach ein bisschen unwohl, einfach, man vermisst Deutschland nicht so sehr, also ich nicht. Und ich weiß nicht, also ich baue mir halt einfach mein anderes Leben hier auf und ich bin total glücklich. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich ein bisschen schuldig, einfach, dass ich sozusagen nicht zurück nach Deutschland will, dass ich meine Freunde nicht so sehr vermisse, dass ich relativ wenig Kontakt halte noch, einfach nur zu ein paar Personen. Und ja, ich weiß nicht, das ist einfach ein bisschen, das macht das Austausch ja. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, dass man sich denkt, ja gut, was machen denn jetzt meine Freunde in Deutschland? Und dann fragt man die Freunde und dann sagen sie, ja, wie immer halt und normales Leben. Und dann teilweise bekommt man einfach was nicht mit, weil sie es nicht als wichtig erachten oder Leute, keine Ahnung, Beziehungen gehen kaputt und man erfährt es 3 Monate später und man denkt sich, oh scheiße, das Leben geht weiter und man hat es selbst nicht mitbekommen, weil man einfach in einem anderen Land ist und man ist 2077 Kilometer weg von zu Hause. Naja, aber gleichzeitig ist man einfach super glücklich hier in seinem Leben, also ich bin super glücklich und ich genieße hier jede freie Minute, die ich habe und gerade heute, also ich bin jetzt um 3 aus der Schule heimgekommen, 3:30. Bin dann ganz kurz an den Strand gegangen, dachte mir dann, ja gut, Wetter ist super, Sonne scheint. Ich hole jetzt einfach meine Kamera, mache vielleicht noch ein Video, setze mich einfach dahin, genieße die Sonne, lese noch ein bisschen in meinem Buch und mache mir einfach mal keine Gedanken, um was es in der Schule geht und einfach genieße meine Zeit hier und versuche einfach sozusagen zur Ruhe zu kommen und einfach, ich weiß nicht, es ist Wahnsinn, es ist super.